Hallo zusammen, ich bin Anita und ich mache Videos über Passerelle, Schule, Uni, was auch immer ihr sehen wollt. Und im heutigen Video geht es um Zeitmanagement in der Passerelle, was ihr machen könnt, damit ihr nicht extrem gestresst sind. Ich habe euch das Video vor längere Zeit versprochen. Und nein, ich habe noch nicht vergessen, ich habe sogar erst vor kurzem einen Albtraum gehabt, dass ich wieder die Passerelle-Prüfungen machen muss. Ja, das hat mich ein bisschen verfolgt. Und eben, es tut mir leid, dass ich das Video nicht vor ein paar Wochen machen konnte. Aber ich bin selber recht im Stress wegen der Uni. Auf jeden Fall, ich teile das in 3 Teile auf, was ihr unter dem Jahr machen könnt. Während der Sommerferien, also eigentlich die unterrichtsfreie Zeit, also eigentlich Lernphase, wie immer ihr das nennen wollt. Und dann vor den Prüfungen, während der Prüfungen. Ich mache dann auch einen Kommentar mit den Zeitstempel von den jeweiligen Teil, falls ihr ein paar überspringen wollt oder was auch immer. Und ja, ich hoffe, dass es gleich für die jetzt Prüfungen haben, nützlich ist. Okay, fangen wir mit dem ersten Teil an, während dem Jahr. Da ist die Frage, müsst ihr euch vorbereiten, nachbereiten, was ist das Gescheiteste, wie viel Zeit müsst ihr pro Woche investieren, etc. etc. Es gibt Fächer, wo ich empfehlen würde, dass ihr euch darauf vorbereitet, wo ihr das eigentlich fast schon müsst. Also eins ist sicher mal Mathematik. Also wir haben einen extrem detaillierten Plan gehabt, welche Aufgaben wir auf wann lösen sollten. Und ja, dann haben wir eigentlich genau gewusst, okay, wir müssen die und die Aufgaben lösen und dann besprechen wir das auch in der Stunde. Und wegen dem würde ich euch auch empfehlen, dass ihr das macht, bzw. probiert. Das Ding ist, ich sage nicht, dass ihr alle Aufgaben lösen könnt, aber erstens mal, wenn ihr, das habe ich auch schon erwähnt, wenn ihr eine Lerngruppe bildet, könnt ihr das auch zusammen anschauen, vorbesprechen und eben, wenn ihr auch dann eben in der Gruppe keine Antwort findet, könnt ihr dann die Lehrperson fragen. Und ich finde das eigentlich am effizientesten, weil das Ding ist, wenn ihr die Aufgaben gar nicht gemacht und gar nicht probiert habt, sind ihr vielleicht ein bisschen verwirrt und kommen nicht ganz mit und ihr wisst auch gar nicht, was fragen, weil ihr könnt schlecht die Lehrperson fragen, ob er oder sie euch alle Aufgaben vorlesen können. Das geht nicht. Und auch ihr könnt auch nicht ein paar Wochen später die Lehrperson fragen. Also vielleicht separat, ja, aber in der Stunde selber wäre es vielleicht nervig für die anderen Leute, die sich an den Plan gehalten haben. Und ja, auf jeden Fall würde ich sagen, dass ihr das sicher machen müsst. Und ja, aber wir haben einen detaillierten Plan bekommen. Ja, probiert es einfach so gut wie möglich, wenn ihr eine Aufgabe gar nicht lösen könnt, gar nicht versteht. Klar, das ist eben dann der Moment, wo ihr die Lehrperson fragen könnt. Es lohnt sich auch, die deutsche Literatur vorzubereiten. Also ihr schaut ja verschiedene Sachen an im Deutschunterricht, aber zum Teil sagt euch dann die Lehrperson, ja, leset das und das Kapitel bis auf nächste Woche. Ja, vielleicht gibt es auch irgendeine Aufgabe dazu und ich würde euch auch wirklich empfehlen, das zu machen. Ich habe das immer gemacht. Ab und zu eine von den wenigen, die es gemacht hat. Und ja, ich habe in der deutsch-mündlichen Prüfung 5 Alber gehabt. Also von dem her, erstmal dann habt ihr es, wenn ihr euch daran haltet, schon mal eines gelesen. Zweitens habt ihr euch ein bisschen Gedanken gemacht, das heisst, ihr könnt euch Sachen viel besser merken. Und drittens, wenn ihr das dann in der Stunde diskutiert, ja, nützt euch das eigentlich am meisten. Wenn ihr es gar nicht gelesen habt, dann kommt ihr gar nicht mit und vielleicht interessiert es euch auch gar nicht. Ja, es ist einfach schwieriger für euch, dem Ganzen zu folgen. Wegen dem würde ich auch wirklich empfehlen, dass ihr das macht. Bei den anderen Fächern kommt es darauf an. Im Fach Physik haben wir zum Teil auch Aufgaben gehabt. Dann würde ich auch sagen, okay, wie in der Mathe, das vorbereiten. Aber das ist jetzt auch nicht so oft gewesen eigentlich, wenn ich mich richtig erinnern kann. Ja, also ich meine, wenn ihr Sachen vorbereiten könnt, ist es gut. Ihr wisst eigentlich auch für jedes Fach, wie viel ihr lesen müsst von diesen ACAD-Heften oder was ist noch der andere Verlag? Ihr wisst, was ich meine. Das ist auch klar, wenn ihr jetzt nicht alles vorbereiten könnt. Ich würde euch empfehlen, vielleicht einfach mal ein bisschen drüber zu schauen. Dann habt ihr schon mal ein paar Stichworte im Kopf. Das ist nicht schlecht, dann habt ihr geht ihr in die Stunde. Das kann euch auch dabei helfen, den Stoff ein bisschen besser aufzunehmen. Aber wie schon gesagt, wenn ihr Sachen vorbereiten könnt, die Zeit habt, wäre das super. Wenn nicht, probiert es wirklich nachzubereiten. Das heisst eben, einfach den Stoff zu lesen. Ich bereue es, dass ich die Bio-ACAD-Hefte nicht fertig gelesen habe, weil am Schluss sind Themen recht einfach gewesen, Evolution und Ökologie. Dort könnt ihr am besten noch Punkte rausholen und wegen dem bereue ich es ein bisschen, dass ich das nicht gelesen habe. Das ist ein bisschen, dass ich empfehlen würde, okay, versuchen das zu lesen. Was ihr auch machen könnt zum Nachbereiten ist Zusammenfassungen. Also ich habe das ehrlich gesagt nicht gemacht, aber es wird ziemlich gescheit, vielleicht nach
jeder Stunde einfach kurz so stichwortartig die wichtigsten Definitionen einfach aufzuschreiben. Das kann hilfreich sein, auch in der Mathe wäre es auch noch gut zum Nachbereiten, aber wenn ihr Aufgaben nicht verstanden habt, dass ihr die dann nochmal anschaut, nachdem die Lehrperson euch das erklärt hat. Es kann euch auch helfen, damit ihr nicht in so einen Zeitdruck kommt und nicht einfach jeden Tag ausschlafen, weil das Ding ist halt, wenn ihr Passerelle macht, habt ihr sehr viel Freizeit, aber ihr müsst die eigentlich auch nutzen, um zu lernen, um euch vorzubereiten etc. Und wenn ihr nicht einfach mega gestresst sein wollt und ja, ein bisschen motivierter sein wollt, würde ich euch empfehlen, eben entweder eine Lerngruppe zu bilden, wo ich sowieso treffen und Sachen besprechen, oder einfach allgemein mit ein, zwei Leuten abzumachen, damit ihr zusammen in die Bibliothek geht oder so und dann halt jeder für sich schafft. So viele euch gezwungen, irgendwo hinzugehen und wirklich etwas zu machen. Das könnte euch einfach helfen, die Zeit optimaler zu nutzen, wenn ihr einfach nicht selber diszipliniert seid, dass ihr euch mit anderen Leuten zusammensetzt. Ja, ich glaube, das ist alles, was mir jetzt in den Sinn kommt, was ihr während dem Jahr machen könnt. Also wenn ihr noch Tipps habt, könnt ihr die gerne unten in den Kommentaren schreiben. Jetzt komme ich zu der zweiten Phase, also während der Lernphase, Sommerferien. Dort würde ich euch empfehlen, einen Lernplan zu machen. Pro Woche würde ich mir aufschreiben, was ihr genau machen wollt. Aber ich würde auch aufpassen, dass ihr genug Freizeit dazwischen lernt. Vielleicht denkt ihr, ihr könnt 5 Wochen durchlernen, aber ich sage es euch jetzt schon, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Also ich würde es nicht empfehlen und ich kann es auch nicht. Am besten wäre es, wenn ihr euch nach, keine Ahnung, so 3-4 Tagen einen Tag gönnt. Oder ihr könnt es auch anders machen, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, ihr geht wirklich am 8 Uhr am Morgen in die Bibliothek und dann sind ihr am Lernen, sind ihr irgendwie bis um 2 oder so am Lernen und dann habt ihr quasi den Rest vom Tag frei oder irgend so etwas. Also ihr braucht genug Freizeit. Also, und ich habe das auch schon mehrmals erwähnt, ich bin 2 Wochen in die Ferien. Nicht so optimal gewesen. Ich habe natürlich mein Zeug mitgenommen und versucht, das Beste auszumachen. Aber es stresst halt schon. Also eine Woche könnt ihr vielleicht schon machen, 2 Wochen fände ich persönlich zu viel. Also ich kann es nicht empfehlen. Weil, ganz ehrlich, geht lieber nach den Prüfungen. Und dann könnt ihr euch auch wirklich entspannen und dann braucht ihr die Erholung auch. Also von dem her, ich würde lieber eben nach 3-4 Tagen mal einen Tag chillen, vielleicht einen Tag in die Body oder irgend sowas. Etwas anderes ist, dass ich nicht probieren würde, alles nachzulesen, was ihr nicht geschafft habt, unter einem Jahr zu lesen. Also ihr könnt auch ein bisschen Prioritäten setzen, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, oh, ihr checkt keine Chemie nicht, dann müsst ihr nicht probieren, all die kleinen ACAD-Hefte durchzulesen und die Übungen, die dann sind, zu lösen, weil das bringt euch wahrscheinlich nichts. Vor allem bei den Naturwissenschaften müsst ihr einfach überlegen, es sind 3 separate Fächer, die dann als eins zählt. Und da könnt ihr locker damit davon kommen, dass ihre einfach schlecht sind. Ja, aber ich hatte 1,7 in Chemie gehabt. Ist okay. Übrigens, mega wichtig, weil das ist etwas, wo ich mich mega gestresst habe. Ich habe nicht gewusst, was für Noten man haben darf, um zu bestehen. Und jemand hat das letztens in einem Kommentar gefragt. Und wegen dem erwähne ich es kurz. Also im Schnitt müsst ihr 20 Punkte haben. Das entspricht einem 4er. Es dürfen maximal 2 Noten ungenügend sein. Und keine Note darf unter einem 2er sein. Und mit dem meint man halt eine Fachnote. Also Naturwissenschaften zählt als 1 Fach, aber eben, ich habe eine 1,7 keine Chemie zum Beispiel. Aber das spielt keine Rolle, weil die Fachnote an sich ist dann über ein 2er gewesen. Und das ist ein bisschen, was mich ein bisschen gestresst, weil ich habe nicht gewusst, eben, ob ich irgendwo einen Einer dürfte haben, aber rein theoretisch ja. Ja, weil ich habe genau gewusst, Chemie kommt einfach nicht gut. Also ich habe das schon von Anfang an gewusst, dass es mein schlechtestes Fach sein wird und wegen dem habe ich mich auch ein bisschen gestresst. Auch noch wichtig ist, ich würde vor allem probieren, mit alten Prüfungen zu lernen. Nicht irgendwie die Übungsaufgaben aus den ACAD-Heften oder so zu machen, sondern wirklich die alten Prüfungen anzuschauen, weil dort sind auch wirklich Themen gemixt und ja, bei der Physik ist mir das zum Beispiel passiert, dass ich mit dem zusätzlichen, wir haben glaube ich ein zusätzliches Übungsbuch gehabt. Ich habe die Aufgaben gemacht und so, aber dann erst gegen Ende mal eine alte Prüfung angeschaut und habe realisiert, dass es eben viel schwerer ist, so, weil wirklich die verschiedenen Bereiche zusammenkommen. Und dann würde ich sagen, schaut so früh wie möglich alte Prüfungen an. Dann seht ihr auch am besten, wo eure Wissenslücken sind. Ja, wie schon gesagt, würde ich wirklich Prioritäten setzen, weil
Ich würde sagen, es bringt euch mehr, eine Stunde Matheaufgaben zu lösen und alte Matheprüfungen zu lösen, statt irgendwie Humanbiologie zu lernen, weil, das habe ich auch beim Bio-Video erwähnt, es ist ein bisschen Russian Roulette, weil es gibt so viele einzelne Bereiche, Herz, Nervensystem, was auch immer, und es kommt mega wenig davon nachher in der Prüfung vor. Wegen dem, aber das ist für mich so ein bisschen Priorität. Also, wisst, es kann gut sein, dass das, was ihr jetzt lernt, gar nicht abgefragt wird, während in der Matheprüfung wirklich alles draufkommt, was ihr gelernt habt. Noch etwas kurz zu Englisch. Ihr habt Englisch und Deutschprüfung vor der Ferien, also Sommerferien. Und ich meine, ja, das sind die schriftlichen Prüfungen. Und ich habe das Gefühl, viele Leute vernachlässigen die Prüfungen. Und das Ding ist halt, ihr könnt euch eigentlich gut auf die Prüfungen vorbereiten, weil das sind die ersten 2 Prüfungen und nachher im Sommer könnt ihr euch dann auf die anderen Prüfungen konzentrieren. Ja, und eben allgemein während der Sommerferien schaut, dass ihr genug Schlaf bekommt, schaut, dass ihr eben genug Freizeit habt. Ich würde auch schauen, dass ihr Hobbys, die ihr habt, die euch helfen, da ein bisschen runterzukommen, dass ihr die beibehaltet. Wenn ihr sonst ins Gym geht, dann geht auch Tennis-Gym. Wenn ihr, keine Ahnung, so Sachen macht wie Yoga oder so, oder auch anfangen, wenn es kann vielleicht auch helfen während der Lernphase, macht das. Oder wenn ihr, keine Ahnung, am Abend mal schon eine Tasse Tee trinkt oder so, macht ein bisschen so Sachen, die euch ein bisschen wieder runterbringen, damit ihr nicht komplett also gestresst sind. Und jetzt kommen wir zum schlimmsten Teil, quasi, wenn die Prüfungen anfangen. Erstens mal, wisst einfach genau, wenn welche Prüfung ist, wo sie ist. Ich habe Passerelle in Aarau gemacht, aber die Prüfungen waren zu Zofingen, also musste ich noch extra nach der Zugverbindung schauen und ich bin noch nie da. Das müsst ihr vielleicht nachschauen, dass ihr dann nicht gestresst seid am Tag der Prüfung. Schaut wirklich, dass ihr genug für dort sind. Es bringt wirklich nichts, wenn ihr die Nacht durchlernt. Macht das nicht. Wenn es geht, versuchen genug früh ins Bett zu gehen, euch genug zu erholen. Das braucht ihr wirklich. Nach der ersten Prüfung, das Problem ist, ihr seid dann ein bisschen erschöpft, aber ihr seid auch ein bisschen gestresst, weil ihr wisst, dass es am nächsten Tag weitergeht. Und ja, das ist der Fall, falls ihr noch nie ein Video von mir gesehen habt. Ich habe das schon mehrmals erwähnt, dass ihr die Prüfungen hintereinander habt. Ihr habt Mathe und dann habt ihr am nächsten Tag Geo und Geschichte, oder zuerst Geschichte und Geo. Eins von denen, also ja, auf jeden Fall hintereinander und kurze Pause dazwischen. Und am dritten Tag, der schlimmste Tag, habt ihr Biochemie und Physik hintereinander. Ich weiss, es ist stressig. Was ich probiere, ist, wenn ihr von der Prüfung heimkommt, zuerst mal entspannen, vielleicht 1-2 Stunden. Ja, dann könnt ihr vielleicht eure Notizen nochmal anschauen und euch auf die nächsten Prüfungen vorbereiten. Was auch ganz wichtig ist, egal wie schlecht ihr denkt, dass Prüfungen waren, brecht nicht ab. Es gibt so viele Leute, die während der Prüfungsphase abbrechen, weil sie das Gefühl haben, dass die Prüfungen einfach so schlecht sind, dass sie nicht bestehen und dann komplett demotiviert sind. Macht das nicht. Vertrauen mir erstens mal, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wie ihr denkt habt. Zweitens, und auch wenn, vielleicht könnt ihr trotzdem bestehen. Und ja, es gibt ja noch die mündlichen Prüfungen, mit dem könnt ihr auch die Noten verbessern. Ich verstehe das, ich bin auch gestresst, ich habe auch gedacht, dass gewisse Prüfungen einfach mega schlecht sind. Aber bitte ziehen es durch. Wirklich, ziehen es durch. Ja, das war das. Und ich würde sagen, ja, weil das ein bisschen stressig und anstrengend ist, will ich nach der schriftlichen Prüfung wirklich mal einen Tag abschalten und nichts machen. Und dann könnt ihr euch auf die mündlichen Prüfungen vorbereiten. Das ist bei allen ein bisschen unterschiedlich. Unsere erste mündliche Prüfung war Mathe mündlich, wo, wenn ihr das Video gesehen habt, das ich gemacht habe über die Mathe, dann wisst ihr, dass es bei mir mega schlecht gelaufen ist. Ja, für Mathe mündlich würde ich wirklich Theorie ein bisschen anschauen. Also grundsätzlich ist es nicht viel anders als die schriftliche Prüfung. Was auch wichtig ist, wenn ihr irgendwo nicht rauskommt, lasst euch nicht verunsichern. Also ich persönlich habe gefunden, dass mein Lehrer ein bisschen zu viel geredet hat. Er hat wahrscheinlich schon versucht, mir zu helfen. Aber in dem Moment, wenn ihr ein bisschen verwirrt seid und ihr ein Blackout habt, würde ich einfach sagen, Entschuldigung,
Ich brauche kurz eine Minute oder was auch immer. Und dass ihr euch dann einfach ein bisschen sammeln könnt. Weil wenn ihr so nervös seid und ihr checkt gerade etwas nicht und ich lehre halt irgendetwas und es macht keinen Sinn, kommt das nicht gut. Also eben, im Zielfall würde ich sagen, oh, ich brauche einen Moment. Und ja, dann geht es weiter. Ja, denkt ihr, es sind 15 Minuten. Das schafft ihr. Ihr seid schon so weit gekommen, ihr habt die schriftlichen Prüfungen gemacht, jetzt sind es nur noch 3 mündliche Prüfungen. Und das schafft ihr auch. Und ja, ihr müsst einfach daran denken, dass ihr kurz vor dem Ziel sind für die anderen 2 Sprachprüfungen. Wegen dem sage ich, es ist wichtig, dass ihr Bücher schon genug früh angefangen haben zu lesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jedes Buch 3 Mal gelesen habe. Also vielleicht das 2. Mal nicht mehr genau jedes Wort. Es gibt einfach immer wieder die Leute, die Bücher nicht lesen. Und das könnt ihr einfach nicht bringen. Also, sorry. Aber ich meine, ja, im schlimmsten Fall, es gibt, für die Englischbücher gibt es meistens auf Sparknotes gewisse Zusammenfassungen. Und ich habe das auch in meinem Englisch-Video detailliert erwähnt, was ihr schauen könnt bei Sparknotes, was euch helfen kann. Und für gewisse Deutschbücher und Gedichte gibt es auch sicher Analysen und Zusammenfassungen. Aber am besten sage ich, wenn ihr es einfach mindestens einmal gelesen habt. Und je nachdem habt ihr die Zeit während dieser Phase. Aber ja, ich meine, ganz ehrlich, es ist ein bisschen blöd, wenn ihr dann noch ein paar Bücher lesen müsst. Das ist etwas, was ihr wirklich unter einem Jahr machen könnt. Okay, ich fasse das schnell mal kurz zusammen. Unter einem Jahr könnt ihr den Stress ein bisschen sparen, wenn ihr euch auf die Stunden vorbereitet, vor allem mit den Fächern Mathe und Deutsch. Es ist auch gut, wenn ihr Sachen nachbereiten könnt, vor allem eben die ACAD-Bücher und die anderen Bücher, halt einfach, dass ihr lesen müsst. Wenn es geht, könnt ihr auch ein bisschen anfangen, so Zusammenfassungen zu machen, Mindmaps. Und unter einem Jahr leset Deutschbücher, leset Englischbücher bzw. Französisch, wenn ihr das als Fremdsprache genommen habt. Ihr könnt auch als Lerngruppe viel machen, also zum Beispiel Matheaufgaben besprechen etc. Das hilft euch. Und wenn ihr ein bisschen faul seid, wenn ihr euch selber motivieren könnt, würde ich schauen, dass ihr mit 1-2 Leuten planen, zusammen in die Bibliothek zu gehen. Oder sonst irgendwo, wo es ruhig ist, wo ich wirklich konzentrieren könnt. Und dann schafft jeder für sich. Aber dann wisst ihr genau, an dem und dem Tag gehen wir in die Bibliothek und lernen. Und so diese Struktur hilft euch, dass ihr dranbleibt. Während der Sommerferien, also der Lernphase, will ich einen Lernplan machen, aber auch schauen, dass ihr genug Freizeit habt. Sonst sind ihr mega gestresst, also ihr könnt nicht einfach durchlernen. Ich würde auch Prioritäten setzen, also wenn es einfach ein Fach, 1-2 Fächer gibt, wo euch überhaupt nicht liegen, dann würde ich jetzt auch nicht probieren, all die ACAD-Heftchen durchzulesen und die Aufgaben zu lösen, was auch immer. Konzentriert euch einfach aufs Wichtigste und es lohnt sich vielleicht mehr in andere Fächer zu investieren. Dann eben kurz vor den Prüfungen, während der Prüfungen, schaut genau, wo die Prüfungen sind. Dann jeweils am Abend euch das Zeug vorbereiten, geht genug für schlafen, tun bitte nicht die Nacht durchlernen. Und nehmt vielleicht einen Snack mit, nehmt auf jeden Fall Wasser mit. Versucht einen klaren Kopf zu bewahren. Wenn ihr das Gefühl habt, dass die Prüfungen schlecht gelaufen sind, bleibt trotzdem dran und bitte nicht abbrechen. Ja, das ist ein bisschen alles zusammengefasst. Aber ich hoffe, das ist hilfreich. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne unterstellen. Ich wünsche allen viel Glück, die jetzt Prüfungen haben. Ihr schafft das und in dem Fall bis zum nächsten Video. Tschüss!